Unterrimbach ist ein ganz besonderes Örtchen. Fast scheint es, als würde hier ein sehr selbstbewusstes, freiheitsliebendes Mädchen aus einem schwedischen Kinderbuch wohnen. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Danach ist das Haus gestaltet. Ja, das ist schon sehr wie Pippi Langstrumpf. Es sind unsere Initialen. Mein Mann heißt Matthias und ich heiße Melanie. Also wir haben die gleichen Initialen. Genau. Und da ja daheim ist, wo dein Tier ist, praktisch. Und hier ist unsere Katze, unsere Glückskatze in der Mäusejagd. Ja. Der Morgen in der Villa Kunterbund von Unterrimbach beginnt für Matthias und Melanie Kirchgessner bei ihren vierbeinigen Mitbewohnern. Es ist ein Tagesablauf, angelehnt an den Rhythmus der Natur und der Tiere. Ich bin aufgewachsen in so etwas engen Verhältnissen, wo es dann hieß, ja, schau mal, was die Nachbarn sagen. Und das war so ein ganz großer Vorsatz von mir, dass ich mir gedacht habe, das möchte ich nie, dass mir das wichtig ist, was andere von mir denken. Das tut ihm gut. Wälzen. Ja, dann ist er wieder sternvoll Dreck. No, mit Dreck Grunzen. macht Speck. So, und jetzt rennt er. In dem kleinen 55-Seelendörfchen in Mittelfranken lässt Melanie Kirchgessner für sich und ihre vierköpfige Familie ihren Traum wahr werden. Zu leben wie die Heldin ihrer Kindheit. Frei und wie es ihr gefällt. In einem alten Bauernhaus, das so ganz anders ist als alle anderen Häuser rundherum. So, jetzt schaut mal. Schaut mal, was ich da habe. Frischer Spinat. Schau mal, Goldi, du auch. Komm. Nuvuka, du bist auch so ein Schmusser. Hm? Das ist das Goldi. Ich habe mir schon als Kind ein Haus gewünscht mit vielen Tieren. Ja, so ein altes Bauernhaus, wie das hier war. Dazu gehört für Melanie und Matthias auch, sich selbst versorgen zu können und ihr eigenes Gemüse zu ziehen. Jetzt mache ich das Hochbeet auf, dass es nicht zu warm wird. Die Sonne scheint schon drauf. Und der Salat, der Pflücksalat, wird der erste, der fertig ist. Zwischendrin kommen die Radieschen durch. Im Sommer geht es doch wirklich tatsächlich ganz gut, weil wir auch Hühner haben mit den Eiern. Dann klappt es ganz gut mit der Selbstversorgung. So, jetzt schaue ich mal, wie viele Eier Sie gelegt haben. 9 Stück. Super. Fast jedes Huhn eins gelegt. Gut. Unsere Eier für heute. Nicht nur draußen, auch drinnen umgibt sich Melanie gern mit ihren Tieren. Ihre Leidenschaft ist das Malen und Gestalten. Heute ist der Durchgang zur Küche dran. Ja, ich will jetzt die Hühner sozusagen in die Küche uns holen, dass die mit dabei sind. Das ist jetzt eine Aquarellfarbe. Das ist eigentlich unüblich für so Wandmalereien. Da nimmt man eigentlich Acrylfarben, aber die sind einfach von der Verarbeitung her, kann man damit nicht so fein arbeiten. Sohn Jaro ist Countertenor. Er tritt weltweit in namhaften Opernhäusern auf. Und wenn er zu Hause ist, übt er. Mal gekochte Eier, mal Rühreier, mal Spiegeleier. Heute gibt's Spiegeleier. Kreativer Alltag bei den Kirchgessners. Während Jaro sich auf seinen nächsten Auftritt vorbereitet, sorgt Vater Matthias fürs leibliche Wohl. Erstmal. Bei uns alles vegetarisch, deswegen gibt es natürlich keinen echten Speck. Melanies künstlerische Ader wird von Jaro und Matthias geteilt. Nur, dass die beiden musikalisch unterwegs sind. Hast du Abend Zeit? Ja, das
Dann können wir ein bisschen an dem Song basteln, den wir super. Irgendwann mal angedacht haben. Bin mal gespannt, wenn der Klassiksänger sich dann an Rocksongs ausprobiert. Wird bestimmt schön. Spannend. Ja, gut. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Ja, ich auch. Sich unter der Laube, dem Lieblingsplatz der Familie, zu versammeln, das versuchen Melanie, Jaro und Matthias, wann immer sie alle da sind. Am Abend stößt dann auch noch ihr zweiter Sohn zu ihnen. Wir sind sehr individuell und so hat sich das irgendwie nach und nach ergeben. Dann hat man irgendwie mit einem Zimmer mal angefangen, das hat dann so einen eigenen Touch bekommen und dann hat im Prinzip jedes Zimmer seinen eigenen Touch und auch seine eigene Farbgebung bekommen. Ja, und wenn er immer sagt, mach einfach, dann frage ich auch gar nicht mehr. Und dann mache ich einfach. Bis vor 30 Jahren stand hier ein altes, dunkles Haus. Melanie ließ sich davon nicht abschrecken und gestaltete es ganz nach ihrem Gusto. Bei mir ist es immer so, ich komme in fremde Häuser und denke immer, oh, das würde ich so machen, das würde ich so machen, das würde ich so machen. Und ich habe hier auch gleich gesehen, was ich gerne machen würde. Gleich so zu Anfang wollte ich es vor allem heller und bunter machen. Das war alles sehr dunkel und düster. Das hier im Gang waren die ersten Malereien. Als wir hier eingezogen sind, wurde es erstmal weiß gestrichen und dann habe ich angefangen mit Sprüchen und die Tiere. Das gab es tatsächlich schon in alten Bauernhäusern, die hatten so christliche Sprüche zwischen dem Fachwerk und ich habe das jetzt so dann gemacht, wie mir das gefällt. Die Gestaltung der Räume, da habe ich zum Glück ziemliche Freiheit. Also mein Mann mischt sich da eigentlich nicht ein. Das freut mich sehr. Künstlerische Freiheit herrscht auf allen Stockwerken. Im ehemaligen Kinderzimmer der Brüder Jaro und Niklas probt Vater Matthias gerade für die nächste Tournee mit seiner Hardrock-Band Sons of Eternity. Zwischendurch wagen Vater und Sohn auch ganz Neues. Was hältst du denn davon, wenn wir hier an der Stelle We live our lives day by day, working all the time to stay sane. Ja, war schon ziemlich cool. Lass mich da mal kurz ein bisschen basteln. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es vielleicht eher so Crossover-mäßig wird, also diese eher härtere Rockmusik, dann aber mit seiner klassischen Stimme. War jetzt ganz erstaunt, dass er normal und nicht in seinem Klassikmodus singt und finde es aber von der Atmosphäre sehr, sehr gut. Und von daher wäre es natürlich cool, da ein Vater-Sohn-Projekt auch mal draus zu machen. In so einem Umfeld groß zu werden, hat mich natürlich wahnsinnig geprägt, weil das auch schon immer Teil des Lebens von meinem Bruder und von mir eben war. Und jetzt bin ich selbst Profi und ich glaube, meine Eltern sind ganz stolz darauf. Unterdessen wechselt Melanie in ihr Atelier im Nebenraum des Stalls. Dort geht sie ihrem eigentlichen Beruf nach. Als Designerin gestaltet sie Naturpfade und Bücher, auch auf ihre ganz eigene, unkonventionelle Art. Ich kenne ja den Stil, der gerade modern ist. Alles ist total reduziert mit ganz großen Augen und eigentlich nicht realistisch. Ihr Stil hingegen ist detailreich und naturgetreu. Er ist vor allem bei Natur- und Kinderbuchverlagen sehr gefragt und spiegelt ihre Zuwendung und Liebe zur Natur wider. Dass man sieht, dass es gezeichnet ist, aber doch alles realistisch. Dahinter steht ihr übergeordnetes Lebensmotto. Was mir wichtig ist, ich möchte so in meinem ganzen Leben, dass das alles so in Harmonie ist und wenigstens in unserem kleinen
Umkreis, in dem wir das erreichen können. Also drum auch die Tiere sind ja aus dem Tierschutz oder so, denen wird da geholfen und was man so machen kann. Und das gehört irgendwie, alles gehört das zusammen, finde ich. Vollständig zusammen ist die Familie am Abend, wenn auch Sohn Niklas von seiner Arbeit als Physiotherapeut heimkommt. Er ist der Einzige, der tagsüber nicht zu Hause ist und dann erst mal den Schalter umlegen muss. Man kann nirgendwo hingehen, ohne dass man fast auf ein Tier steigt, beziehungsweise man kann sich nirgendwo hinsetzen, ohne dass ein Tier auf einem auf den Schoß springt. Und obwohl das manchmal nervt, ist es halt auch einfach sehr schön. Nee, ist ihm zu viel. Ne? So. Ach, Niki, ist dir überhaupt was aufgefallen hier? Ja, du hast Hühner überm Kopf, so wie es ausschaut. Hübsch. Hier? Ich erkenne 3 unserer Hühner wieder. 3 unserer Hühner? Ja. Durch die Entwicklung, die jetzt das Haus genommen hat, dadurch, wie ich das gestaltet habe, ist es ein Ort, da tanken wir Kraft und da fühlen wir uns wohl.